Aktuell begeistert die Frauen-EM in der Schweiz gerade die Masse. Es werden Zuschauerrekorde gebrochen. Die UEFA berichtet davon, dass sage und schreibe 620'000 Leute dieses Spiel live mitverfolgt haben. Millionen, die vor dem Fernsehen gehockt sind. Sport weckt Emotionen in uns. Wir fiebern mit, wir freuen uns mit über den Erfolg. Wir leiden manchmal mit, wenn es nicht so ist. Bei uns daheim ist normalerweise Fußball eher so ein bisschen Männersache, also das Thema, das Männer ein bisschen mehr interessiert. Aber die Frauenfußball-WM hat also auch die Frauen in unserem Haus in Begeisterung gezogen. Und ich staune manchmal über die Emotionen, die da in meiner Frau zum Beispiel versteckt sind, wenn es dann mal nicht so läuft. Genau, wir haben jetzt auch nochmal die Offside-Regeln miteinander durchgeschaut. Ich habe ein lustiges Video gesehen, das so für Frauen zugänglich ist. Ich weiss nicht, wieso es mehr ist. Dass wenn du hinten anstehst in der Schlange und etwas zahlen willst, dann darfst du sie einfach vorne rühren und dass die vorne jemand für dich übernimmt. Und etwas so ist beim Offside, oder? Also du kannst nicht einfach vorne den Ball spielen. Ich erkläre es euch sonst mal in Ruhe dann noch. Aber jetzt brauche ich euch ein bisschen. Und ich weiss, das, was wir jetzt miteinander machen, das wird für die einen von uns so eine richtige Challenge sein. Es wird ein bisschen etwas brauchen, aber ich verspreche euch, es ist nicht einfach nur so ein bisschen blöde Stimmungsmache. Es hat auch etwas mit dieser Predigt zu tun. Und dass es vielleicht so ein bisschen unangenehm oder komisch ist, das ist genau der Punkt an der Sache. Wir versuchen jetzt mal die Emotionen, die da manchmal kommen können, miteinander nachzuempfinden. Und wir fangen mal an, ein bisschen sanft, mit einer Welle. Also eine Welle, wir machen alle «Oh». Also ein bisschen lauter müsste es noch sein, weil die Emotionen sind ja da. «Oh». 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 Okay, das war schon mal easy gewesen. Next, Stufe 2, der Fangesang, neutral. «Ole, ole, 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 ole». Ole, 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 ole. Okay, sehr gut. Stufe 3, jetzt wird es wirklich eine Challenge. Ist so ein bisschen mit Nationalpatriotismus noch. Oder Schweizer Nazi. Ole. Wie geht jetzt? Jetzt habe ich den durcheinander. Hey, ich habe es genau gewusst in der Vorbereitung. Jetzt müssen wir dann vielleicht helfen. Schweizer Nazi, ole. Jetzt habe ich es wieder. Ole, 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 ole. Schweizer Nazi, Schweizer Nazi, Schweizer Nazi. Ole, noch einmal. Ole, 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 ole. Schweizer Nazi, Schweizer Nazi, Schweizer Nazi. Ole, ole. Danke vielmals, herzlichen Applaus für euch. So, jetzt hoffen wir, stimmt alles wieder, gell? Perfekt. Ich habe noch halb gedacht, mit dem Ole, Ole und Ole, Ole, dass es mich durcheinander bringen wird, dann, aber wir haben es geschafft, miteinander. Wenn ihr einen Blick auf das heutige Thema von dieser Predigt geworfen habt, dann wird euch aufgefallen sein, dass es heute Morgen um Lobpreis geht. Heute Morgen rede ich über Worship. Und Musik, Lieder, gemeinsam singen, das gehört zum Glauben dazu seit Anfang an. Wenn wir die Bibel lesen, dann begegnen uns dort immer und immer wieder so Loblieder, die gesungen worden sind. Zum Beispiel nach entscheidenden Ereignissen. Der Durchzug durchs Meer durch, wo der Mose das Siegeslied anstimmt. Oder das Lied von der Miriam. Das Lied von einer Hannah, das Lied von der Maria, der Mutter von Jesus. Also wir werden das immer wieder berichtet, dass Lieder gesungen worden sind. Lieder sind ein Teil vom Gottesdienst im Alten Testament. So hat der David 4000 Sänger und Musiker angestellt, damit im Tempel die Lieder gespielt werden und Gott gelobt werden. Es gibt im Alten Testament ein Gesangsbuch mit 150 Liedern, den Psalmen, wo man regelmäßig gebraucht hat, um Gott Lobpreisen. Und auch im Neuen Testament lesen wir immer wieder davon, dass gemeinsame Singen einen wichtigen Platz hat im Gottesdienst. Zum Beispiel im Korintherbrief, Kolosserbrief, im Epheserbrief, wo der Paulus diesen Gemeinden auch Anweisungen gibt oder sie ermutigen dazu, gemeinsam zu singen. Und sogar der eine oder andere ist das schon aufgefallen, auch von Jesus und seinen Jüngern wird berichtet, dass sie gesungen haben. Und zwar in dieser
Begebenheit vom letzten Abendmahl, also bevor Jesus dann verraten worden ist und verhaftet worden ist, haben sie ja zusammen das Passa gefeiert, haben zusammen miteinander dort die Zeit verbracht. Und es heißt dann dort, nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Also Jesus hat mit den Jüngern zusammen, so wie das Tradition war, bei dem Passamahl zusammen Psalmen gesungen. Und so erstaunt es auch nicht, dass für uns da in unserem Gottesdienst und in unserem gemeinsamen Miteinander unterwegs sein, das gemeinsame Lieder singen, das gemeinsame Lobpreis machen, einen grossen Stellenwert hat. Das machen wir noch recht regelmäßig und oft. Zusammen singen, zusammen uns auch so ausdrücken. Und für mich persönlich, und ich weiß auch für viele von euch da drinnen, ist das gemeinsame Singen, ist die Musik so ein Zugang zu Gott. Eine Möglichkeit, die uns hilft, vielleicht eigene Gedanken, eigene Gefühle auszudrücken mit diesen vorgefertigten Texten. Und die Musik, die das so unterstützt, die Musik wie so einen direkten Zugang zu unserem Herz hat, oder? Da werden Emotionen in uns auch geweckt und angeklungen. Und es hilft uns, vielleicht etwas auszudrücken, wo man manchmal mit Worten alleine so nicht könnte sagen. Und so, ich liebe gemeinsam singen, ich liebe Lobpreis machen, da mit euch zusammen, aber auch die Hei für mich alleine ist für mich etwas Wichtiges. Und wenn wir das sehen, so, wie wichtig das gemeinsame Singen ist, dann erstaunt es auch nicht, dass man in der Bibel viele Texte dazu findet über Lobpreis und Anbetung. An vielen Orten wird das berichtet, aber meistens eben nicht aus der Theorie, also dass dann erklärt wird, wie man das machen sollte, sondern oft sehen wir eigentlich Praxis von der Anbetung. Wir sehen, wie Menschen dort berichtet wird, wie sie Lobpreis gelebt haben, was für Lieder das sie gesungen haben, was für Texte das sie hatten. Und so gehen wir heute Morgen ein bisschen tiefer in das Thema drin miteinander. Vielleicht ist es euch aufgefallen, in den letzten Minuten, wie viele verschiedene Begriffe das ich genutzt habe, um das zu beschreiben. Lobpreis, Anbetung, Worship. Und das hat durchaus einen tieferen Sinn. Schon im Alten Testament, ganz besonders in den Psalmen, gibt es eine grosse Bedeutungsfülle oder eine grosse Breite an Wörtern, die gebraucht werden, um Lobpreis und Anbetung zu beschreiben. Und so bei uns im Deutschsprachigen hat sich das Duo so ein bisschen etabliert, Lobpreis und Anbetung. Das gibt es auch im Englischen, Praise and Worship. Und von dort kommt auch Neudeutsch jetzt, dass wir oft dann von Worship reden, wenn wir das meinen, dass wir zusammen Lieder singen und Gott loben. Und diese verschiedenen Wörter, die beschreiben uns die Lobpreis- und Anbetungsformen in einer grossen Breite und Vielzahl. Es zeigt, dass es da ganz unterschiedliche Nuancen gibt. Es gibt vielleicht eben mehr das Lob oder das Preisen. Es gibt mehr Dankbarkeit, die im Vordergrund steht. Oder vielleicht manchmal mehr das Staunen über diese Grösse von Gott. Das ehrfürchtig werden vor Gott. Manchmal auch so ein Ausdruck von der Hingabe, wo man sagt, hey Gott, du bist grösser und ich bin da und ich stelle mich dir zur Verfügung. Deine Gedanken, deine Pläne über mein Leben sollen wahr werden. Und das will uns auch daran erinnern, dass es beim gemeinsamen Singen, bei Worship nicht um eine bestimmte Form geht. Also ob man das jetzt miteinander da macht oder daheim, ob man das mit lauten Liedern macht oder vielleicht mehr als gesprochenes Gebet oder vielleicht sogar mehr mit seinen Handlungen als mit dem, was man sagt, kann man Gott ja auch loben und ehren mit dem, was man tut. Und das muss ja auch zusammenpassen. Also es geht nicht um eine einzelne Form, und es geht schon gar nicht um einen bestimmten Musikstil, ob einem jetzt der Gospel mehr zusagt oder die Rockmusik oder der Pop oder doch Klassik. Am Schluss geht es ums Herz. Es geht darum, dass wir Gott ehren und ihn anbeten. Ich möchte heute auf einen von diesen Begriffen aus dem Hebräischen ein bisschen vertiefter eingehen. Einer von denen, der mir in den letzten Monaten und Wochen besonders näher gekommen ist, wo ich irgendwie oft darüber nachgedacht habe. Einer, der mir aber auch als Persönlichkeitstyp entspricht. Und zwar können wir lesen im Psalm 106, Vers 1. Halleluja, lobt den Herrn. Dankt dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade hört niemals auf. Halleluja, lobt den Herrn. Dankt dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade hört niemals auf. Das Halleluja
Oder das Halal, nicht zu verwechseln mit dem arabischen Halal, sondern das hebräische Halal ist eine Ausdrucksform, die für Lobpreis verwendet wird. Es geht darum, dass man eben Gott loben tut oder ihn preisen tut, ihn rühmen tut für die guten Eigenschaften und für sein Handeln, das er da hat. Also Loblieder, wo Dankbarkeit und Anerkennung ausdrücken, das ist gemeint da drin. Und es ist auch die Wurzel oder ein Teil von dem Wort Halleluja, das wir alle kennen, oder? Halleluja ist mit dem Halal oder eben Hallel in einer anderen Form, wo heißt lobet den Herrn oder lobet Jahwe, oder? Halleluja für Jahwe als Kurzform, also lobet Gott. So ein Ausruf, ein Zuspruch, wo man ausschreit oder einander zusagt, komm, lobet den Herrn, lass uns miteinander Gott loben und ehren. Und wenn man dann so ein bisschen schaut, das Wort und das verfolgt, wo das überall vorkommt in der Bibel, im Alten Testament, dann merkt man, dass es 4 verschiedene Übersetzungsvarianten gibt. Also je nachdem, in welchem Zusammenhang das gebraucht wird, heisst das Wort ein bisschen etwas anderes. Und die sind durchaus recht weit auseinander. Und so muss man natürlich jedes Mal überlegen, wenn das Wort gebraucht wird, ja, ist jetzt da eine bestimmte andere Bedeutung auch noch mit gemeint oder macht das nicht viel Sinn? Und wir werden ganz kurz die anschauen und sehen, ich glaube, sie hängen eben doch mehr zusammen, als man vielleicht auf den ersten Moment könnte denken. Also manchmal, wenn Halal steht, wird übersetzt auf Deutsch rühmen oder loben oder preisen oder prahlen, also angeben oder prahlen oder zujubeln auch. Das ist so die erste Bedeutung. Manchmal wird es aber auch fürs Glänzen, Strahlen, Ausstrahlen oder Leuchten übersetzt. Manchmal, das ist zum Beispiel, wo der David sich da dann so stellt, das wäre wahnsinnig, kann man sich auch zum Narren machen. Wahnsinnig stellen, den Verstand verlieren oder manchmal wird es sogar fürs Rasen von den Pferdewagen übersetzt. Also es wird dann so in diesem Kontext so gemeint. Ob jetzt dort Loben mit gemeint ist oder nicht, es steht dann dort einfach Rasen, hinten dran ist Halal. Und das 4. ist überheblich sein. Also hochmütig oder grossmühlig wird manchmal auch übersetzt. Dass man vielleicht nicht nur stolz ist, sondern auch ein bisschen mehr als nur stolz. Also man könnte also sagen, wo manchmal vielleicht mehr Dankbarkeit im Vordergrund steht oder manchmal vielleicht die Verehrung oder die Hingabe, da wird Halal betonen, die Fokus auf Begeisterung und auf die Leidenschaft, wo in unserem Lob steckt. Halal beschreibt eine fröhliche, eine mutige und eine gegen aussen gerichtete, extravertierte Form vom Worship. Wir nutzen unsere Worte und unsere Lieder dazu, zum Ausdrücken, wie wir begeistert sind von Gottes Wesen und von Gottes Handeln. Wir formulieren Kompliment. Wir formulieren lobende Worte Gott gegenüber. Wir schwärmen so von Gott, wie wir vielleicht manchmal von einem schönen Ausflug schwärmen. Die einen oder anderen sind ja in der Ferien und haben sicher wunderschöne Orte gesehen. Und wenn man dann zurückkommt, dann erzählt man sich, das musst du auch mal gesehen haben, das musst du auch mal erlebt haben, es ist grossartig, die Aussicht, oder wie schön dass es dort ist, wie friedlich dass es dort ist, oder hey, das müsst ihr unbedingt auch mal machen. Oder die einen haben ja auch Küchengeräte, wo sie so begeistert sind, dass sie allen anderen davon erzählen und sagen, du musst auch so eins haben. Halal meint, wir rühmen, wir loben, wir verreden gut von etwas. Wir streichen die positiven Eigenschaften aus, in dem Fall natürlich von Gott, von seinem Wesen und von seinem Handeln. Das ist so die erste Bedeutungsnuance. Und wenn wir jetzt ein bisschen überlegen, das zweite ist glänzen, strahlen, scheinen. Und ich habe so gedacht, das passt eigentlich gut. Mit dem Halal-Lobpreis tun wir Gott ins Rampenlicht stellen. Er soll glänzen, er soll strahlen, sein Wesen, seine Art. Das heisst, wir machen vielleicht dort ein Stück auf die Seite. Es geht dann nicht so um uns, nicht so um unsere Gedanken, nicht so um unsere Wünsche, nicht so um unsere Bedürfnisse. Wir treten dann ein bisschen in den Hintergrund. Und Gott kommt die Mitte von unserer Lebensbühne über. In dem Halal-Lobpreis, wenn wir sagen, Halleluja, wir loben dich, wir preisen dich, du bist ein guter Gott, du bist ein treuer Gott, du bist ein gnädiger Gott, du bist ein Gott, der da ist, du bist ein Gott, der gehört. Wenn wir Gott auflupfen, seine Eigenschaften, sein Wesen, dann machen wir einen Schritt auf die Seite. Und wir schauen, dass Gott den Platz bekommt im Rampenlicht. Dann soll er glänzen, er soll strahlen, er soll scheinen. Er soll die ganze Aufmerksamkeit bekommen. Und nicht mir. Also,
rühmen, glänzen. Das dritte ist zum Narren machen. Zum Narren machen. Halal-Lobpreis kann so intensiv sein, so leidenschaftlich sein, dass vielleicht die Leute draussen herum manchmal so ein bisschen denken, das ist aber schon ein bisschen schräg. Und vielleicht bist du heute Morgen auch da drin gehockt und hast gedacht, wo bin ich da angekommen, dass wir miteinander da Festhüttenstimmung machen, ein bisschen Ole, Ole, Ole schreien. Vielleicht hast du gedacht, das ist schon ein bisschen schräg. Das ist ein bisschen an den Grenzen, oder? Ich weiß nicht, ob das okay ist in der Kirche. Und ich habe gedacht, so ein bisschen sich zum Aff machen, gehört vielleicht halt manchmal auch dazu. Ja, ich weiss, wenn wir Gott loben, wenn wir von Gott begeistert sind, dann gibt es manchmal Leute, die das echt komisch und schräg finden, die das nicht nachvollziehen können. Und mir ist die Frau in den Sinn gekommen, die zu Jesus gekommen ist und die das kostbare Öl ausgegossen hat über die Füße von Jesus und es mit ihren Haaren dann dort getrocknet hat. Und wo in diesem Haus all die Leute, die dort waren, haben das irgendwie recht schräg gefunden. Und der Hausherr, das heisst Simon in der einen Evangelie wird sein Name genannt, sagt zu Jesus, das ist jetzt ganz schön schräg da. Heute würde man sagen cringe, oder? Da schämt man sich ein bisschen fremd. Das ist ein bisschen, aber Jesus hat Freude gehabt an dieser Form von der Anbetung. Und er hat gesagt, deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben und darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Das Herz von dieser Frau war so voll mit Begeisterung und mit Leidenschaft und mit Hingabe für den Gott, dass es ihr nichts ausgemacht hat, sich ein bisschen zum Aff zu machen von diesen Leuten. Ihr war wichtiger, was Jesus denkt, als was all die anderen Leute aussen herum gedacht haben. Wie oft lassen wir uns vielleicht von dem beeinflussen, was die Leute aussen herum so denken. Oder ist der David in den Sinn gekommen, der tanzt hat vor der Bundeslade und die Frau, die Michael, die oben rausgeschaut hat, und das recht schlimm gefunden. Sie hat sich auch fremd geschämt. Das war ein richtiger Cringe-Moment für sie, dort rauszuschauen. Es ist auch recht cringe, wenn ich cringe sage, weil meine Kinder finden das recht schräg. Also das ist überhaupt nicht cool. Und noch die vierte Bedeutung. In anderen Formen wird es eben mit überheblich sein oder grossmühlig sein. Wir können sagen, das Maul ein bisschen voll nehmen. Oder vielleicht den Bezug zu der Realität ein bisschen verlieren. Ist es dir im Worship auch schon so gegangen, dass du Sachen gesungen hast und gedacht hast, ist es noch eine recht steile Aussage, die wir da singen? Vielleicht ganz einen kurzen Einschub. Eben darum ist es so wichtig, dass wir überlegen, was wir singen. Weil das, was wir singen, das sind unsere Gebete und das formt etwas in unserem Herz, es prägt etwas. Aber manchmal haben wir so Textziele, wo wir singen, dass Gott der König von der Königin ist und der Herr von der Herren. Und er ist der Herrscher über alle. Und er hat den Tod besiegt und alles Schlimme und Schwierige besiegt. Er ist Heiler und Befreier und Herrscher über alle Mächte und Gewalten. Und manchmal schaust du vielleicht in dein eigenes Leben oder schaust in die Welt raus und denkst, nicht so viel zu sehen von dem. In unserem Halal-Lobpreis schauen wir auf Gott, auf sein Wesen, unabhängig von den aktuellen Umständen von unserem Leben. Wie oft in den Psalmen ist der David oder sein Psalmschreiber ein schwieriger Umstand gewesen, aber sie endet den Psalm mit dem Aufschauen zu Gott und sagen, Gott ist trotzdem groß und sein Wesen ist unveränderlich, auch wenn ich im Moment vielleicht nicht alles davon sehe. Und man hofft auf den einen Moment, wo mal alles sichtbar wird werden von dieser Größe und Herrlichkeit, wo alle Menschen, alle Knie sich werden beugen und jedes Maul wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. In diesem Überheblichsein ist es aber wichtig, da geht es nicht um uns. Also das ist nicht eine eigene Selbstüberschätzung, wo wir im Zentrum stehen. Nein, Halal meint, wir stellen Gott ins Zentrum stellen. Und wenn wir da grossmühlig sind oder vielleicht eben das Maul ein bisschen voll nehmen, dann über die positiven Eigenschaften von Gott. Wir preisen Gott über unserem Leben. Das heisst im Jeremia, wir sollen nicht stolz sein auf unsere eigene Weisheit oder auf unseren eigenen Reichtum oder auf unsere eigene Stärke, sondern stolz sein auf Gott. Halal meint grosszügig, verschwenderisch, vielleicht manchmal sogar ein bisschen überheblich zu reden von dieser Größe, von dem unglaublichen und faszinierenden Gott. Das Halal kommt oft vor, bei 90 Mal allein in den Psalmen drin und ist ein Wort, das in dem Sinn oft gebraucht wird, zum Lob und Lobpreis auszudrücken. Es ist so wichtig, dass es sogar dem Psalmenbuch im Hebräischen seinen Namen gegeben hat. Das heißt nämlich Sefer Tehillim und das bedeutet übersetzt eben mit dem Hallel in dem Tehillim drin Buch von der Lobpreisungen. Also im Hebräischen heisst Psalmen Buch von der Halal-Lieder, von der
Halal-Lobpreisungen, die wir machen. Oder man redet auch oft vom ägyptischen Hallel, dann wird die Form von Halleluja, das ist wie einfach eine andere Form vom gleichen Wort. Von dem ägyptischen Hallel wird berichtet, das ist der Auszug Psalm 113 bis Psalm 118, die Psalmen. Und die werden rezitiert, manchmal gelesen, oft gesungen an den grossen jüdischen Festen, zum Beispiel am Passafest, aber auch an den anderen grossen jüdischen Festen. Und so geht man davon aus, dass Jesus und die Jünger in der Tradition an dem Passaabend, also am letzten Abendmahl, eben das ägyptische Hallel gesungen haben, die Psalmen rezitiert haben. Und vielleicht auf dem Rausweg dann aus der Stadt raus an den Ölberg über Psalm 115 bis Psalm 118 gesungen haben. Das ist das Lied, das auf den Lippen von Jesus war in dieser Nacht, wo er sein Leben hingegeben hat. Oder man redet auch von den letzten 5 Psalmen, von den Halleluja-Psalmen. Psalm 145 bis 150 sind die letzten 5 Psalmen. Da kommt das Wort Hallel so oft vor, dass man sagt, das sind Halleluja-Psalmen. Lobet den Herrn, lobet ihn. Wir werden heute auch nochmal auf das zurückkommen. Und noch ein kleiner Tipp. Wir haben ja gelernt letzte Woche, dass es sich lohnt, Bibelverse auswendig zu lernen. Falls du jetzt ein bisschen Halal willst machen, also ein bisschen prahlen, ein bisschen angeben, dann könnte ich dir empfehlen, den Psalm 117 auswendig zu lernen. Du kannst sagen, du hast einen ganzen Psalm auswendig gelernt. Das Coole daran ist, er ist nur 2 Verse. Das Coole daran ist, das kürzeste Kapitel, das es gibt in der Bibel. Also du kannst sagen, du kannst einen Psalm auswendig, du kannst das ganze Kapitel von der Bibel auswendig und musst nur 2 Verse lernen. Dort drinnen heißt es, lobt den Herrn, all ihr Völker, preist ihn, all ihr Nationen, denn überwältigend ist seine Gnade, die er uns erweist. Und die Treue des Herrn bleibt ewig bestehen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und so will ich heute Morgen dir ein paar Gedanken mitgeben, ganz im Sinn von dem Untertitel von unserer Sommerserie, erfrischend, ermutigend und stärkend. Ein paar kurze Gedanken, was das Hallel mit unserem Leben, mit unserem Alltag zu tun hat. Das erste ist ein bekanntes Sprichwort. Das heisst nämlich, Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. Es gibt ganz bestimmt verschiedene Arten, wie man das Sprichwort verstehen kann. Aber für mich ist es eigentlich eine recht treffende Bezeichnung für Halal-Lobpreis. Loben zieht nach oben. Wenn wir Gott preisen, wenn wir Gott Kompliment machen, wenn wir Gott loben für sein Wesen und für sein Wirken, dann richten wir unseren Blick auf zu ihm. Und er ist der ewige Gott. Der Gott, der sich nie verändert. Der Gott, der immer der gleiche ist, so wie er gestern war, ist er heute und so wird er in alle Ewigkeit sein. Mit dem Lobpreis fokussieren wir unsere Gedanken, unsere Herzen, unsere Aufmerksamkeit auf das Wesen von Gott. Wir stellen Gott ins Zentrum. Oder so, wie der Johannes sagt über Jesus, er soll immer an Bedeutung gewinnen und ich immer unscheinbarer werden. An anderen Orten wird, oder anderen Übersetzungen heißt es, er soll immer größer werden, er soll zunehmen und ich abnehmen. Christus soll immer wichtiger werden und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Oder wie der Psalm 121 sagt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Mit dieser Form von Lobpreis, wenn wir Gott Kompliment machen, wenn wir grosszügig sind mit positiven Worten, die wir aussprechen über das Wesen und das Wirken von Gott, dann lupft das, stärkt das unsere innere Menschen, es lupft unseren Blick auf, aus unseren Alltagsumständen raus, auf den Gott, der da ist. Das erste ist Loben zieht nach oben. Das zweite ist Loben voll von Freude. In dem vergangenen halben Jahr haben wir uns öfters mal mit der Emotion Freude beschäftigt. Und das war in dieser Serie über Emotionen, wo wir gelernt haben darüber, was für einen wichtigen Platz das Freude soll haben in unserem Leben. Oder wo wir zusammen im Philipperbrief gelesen haben und gemerkt haben, wie oft dass die Aufforderung Freude in dem Philipperbrief vorkommt. Und ich habe mir vorgenommen dort nochmal, dass ich die Freude wach behalten und warm behalten in meinem Leben hinein. Manchmal, wenn man rausschaut in die Welt, manchmal, wenn man vielleicht auch in die Lebensumstände vom eigenen Leben schaut, dann kann einem das Lachen schon einmal ein bisschen vergehen. Es gibt viel Schwieriges, viel Herausforderndes.
Und trotzdem liegt das Geheimnis drin, wenn unsere Herzen voll sind von Freude und von Dankbarkeit und von Begeisterung. Und mit diesen Halal-Liedern, mit diesen Lobpreisliedern können wir Freude leben, Freude ausdrücken und Freude kultivieren, unabhängig von den Umständen. So heißt es ja auch von Paulus und vom Silas, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und ihre Mitgefangenen hörten ihnen zu. In einer schwierigen Situation, in schwierigen Umständen haben sie den Lobpreis vorgenommen, um ihre Gedanken und ihre Herzen auszurichten auf die Güte von Gott, damit ihre Herzen gefüllt bleiben von Begeisterung, von Leidenschaft. Weil Gott ist gut. Immer, in allen Zeiten. Gott ist gross, Gott ist mächtig. Gott steht über allem anderen. Auch wenn ich vielleicht im Moment das nicht so sehe. Und ich glaube, es ist darum auch der Grund, warum es Gott sein Volk so oft aufgefordert hat, Fest zu feiern. Ich meine, die sind ja eigentlich die ganze Zeit nur am Feiern. Und wenn die feiern, dann feiern sie nicht so wie wir, oder? Also vom 6 bis um 8:30 und dann sind wir dann schon froh, wenn er wieder geht. Gibt es noch einen Äpfel mit auf den Weg, oder? Oder die Schweizer sagen ja «Sa», das ist das Zeichen, dass es jetzt «Sa», dann weisst du, jetzt ist die Zeit rum. Nein, die haben manchmal eine ganze Woche durchgefeiert. Ausgelassen, Freude, mit Tanzen, mit Singen, zusammen festen. Weil die Freude soll einen Platz halten. Und die Halal-Lieder geben uns so eine Möglichkeit, auch wenn wir da zusammenkommen, als Kirche, im Gottesdienst in unseren Groups hinein, Freude zu leben, Freude zu kultivieren. Also loben zieht nach oben, loben weckt Freude oder voll von Freude in unserem Leben. Und der dritte Gedanke, loben für Gott. Wir haben es heute ein paar Mal schon gemerkt, Halal-Lobpreis, das ist eine Herausforderung für uns Schweizer. Es liegt uns nicht so im Temperament drin, aus uns rauszugehen und Ekstase und Leidenschaft und Begeisterung auszudrücken. Wir sind ja immer bekannt für unsere gut schweizerische Neutralität und Zurückhaltung. Ja, nicht auffallen, ja, nicht aus der Reihe tanzen. Hui, was denkt euch der rechts oder links von mir? Und die Verse haben mich nochmal inspiriert dazu, meiner Begeisterung, meiner Freude, meiner Dankbarkeit auch Ausdruck zu verleihen und zu sagen, hey, es soll auch ein Moment sein, wo es wichtiger ist, was Gott denkt, als was andere Menschen über mich denken. Denk an die Frau, die das kostbare Öl ausgegossen hat, oder der David, der getanzt hat. Und vielleicht kann diese Predigt uns auch ermutigen, in unserem Miteinander unterwegs sein. Aber auch daheim, wenn wir selber alleine Worship machen, dieser Freude und Begeisterung Ausdruck zu verleihen und ein bisschen etwas von dieser schweizerischen Zurückhaltung loszulassen und zu sagen, hey, ist mir wichtiger, Gott zu preisen mit meinen Worten, als mir zu überlegen, ob jetzt mein schräger Gesang der links oder rechts könnte ablenken. Vielleicht könnt ihr uns ein bisschen freier machen in unserem Lobpreis. Natürlich bin ich jetzt froh, wenn ihr jetzt nicht im zweiten Teil als Lieb von das Hemd von eurem Lieb reisset und so wie der David da in der Unterwäsche rumtanzt. Ich bin mir bewusst, es gibt auch Leute da rein, die vielleicht in Bezug auf die Ausdrucksformen vom Lobpreis es gerne hätten, wenn unsere Gottesdienste noch ein bisschen freier wären, wenn es noch mehr Zwischenrufe hätte, wenn man noch mehr aus sich rausgehen könnte. Und ich weiss, es gibt Leute, die einfach so auch einen riesigen Zugang haben zu Gott. Und gleich ist es halt Teil von unserem gemeinsamen Unterwegssein, dass wir miteinander zusammen sind, wie es im Korintherbrief im Kapitel 14 heißt oder im Römerbrief. Wir sind gemeinsam miteinander unterwegs. Und Gott loben und preisen heisst manchmal auch Rücksicht nehmen aufeinander. Und wenn du jetzt zu denen gehörst, die eben vom Naturell her freier sind und es eigentlich gerne hätten, wenn auch unsere Gottesdienste noch ein bisschen freier und leidenschaftlicher wären, dann sagen wir dir Danke. Oder ich sage dir stellvertretend für die Danke, die vielleicht in einem anderen Spektrum stehen und die überfordert sind mit zu viel Ekstase und zu viel Begeisterung. Aber du hilfst ihnen, als jemand, der vielleicht auch schon ein Stückchen freier ist, Raum zu schaffen, dass sie einen Schritt aus dem Schatten heraus machen können und können begeistert mitsingen. Aber ich glaube, was wir alle können, da drin ist, von ganzem Herzen singen, so laut, dass wir können, so schräg, wie wir können, uns ein bisschen zum Aff machen da miteinander. Dass wir Freude haben an Gott. Dass wir es rauslösen, was da drin ist. Es ist ein riesiges Geschenk, das Gott ehrt, das Gott lobt und das uns gut tut. Und wo unsere Leute um uns herum ermutigt, inspiriert und ansteckt. Und so wünsche ich dir das für die Sommerzeit. Ich wünsche es aber für dein Leben.
dass es immer wieder so einen Moment gibt, wo du von Herzen dich kannst freuen ab der Güte und ab der Grosszügigkeit von Gott. Und das kannst du raussingen und rausschreien in die Welt raus. Ich bete, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dein Leben hingibst für jeden Einzelnen von uns. Und ich danke, dass wir wegen dir Grund haben zum Singen. Ich weiß, es gibt viele Leute da drinnen, die in schwierigen Umständen sind, die viel Leid zu ertragen haben. Und ich weiß, manchmal stöhnt das fast ein bisschen wie Spott und Hohn in den Ohren vom einen oder anderen. Aber ich glaube, es liegt ein Geheimnis drin. Die Fesseln von unseren Herzen zu lösen und zu sagen, unser Lob gehört dir. In dem Moment, wo ich auf dem Berg stehe, wo die Sonne scheint in meinem Leben. Mein Lob gehört aber auch dir, dann, wenn es vielleicht manchmal schwierig und dunkel ist. Weil dein Wesen ist unveränderlich. Du bist immer gut, du bist immer groß. Und manchmal hilft es uns. Es hilft unserer Seele, unser Lob können auszudrücken, mitten in die Dunkelheit hinein. Weil dein Licht scheint und strahlt. Und dort, wo wir dich ins Rampenlicht stellen, dort strahlst du aus in unser Leben hinein, in unsere Welt hinein, in unsere Situation. Und darum hören wir nicht auf, unser Lob zu singen, rauszusingen in die Welt, rauszusingen in unser Leben hinein, rauszusingen in unsere Kirchen hinein. Halleluja. Lobet den Herr, weil er ist gross, er ist gnädig, er ist barmherzig, er ist treu, er ist mächtig, er ist majestätisch. Wir loben dich mit unseren Stimmen, wir loben dich mit unseren Herzen, wir loben dich mit unserem Leben. Amen.